willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus mit dem FC Basel. Mein Name ist Alessio und herzlich willkommen auf dem Kanal Italiano. Wir spielen heute eine Runde FIFA Karrieremodus mit dem FCB. Und wie gesagt, wir sind ersten spielen heute gegen St. Gallen. Gerade immer simuliert, heute werden heute 4 Folge simuliert und wir hoffen, dass wir heute auch eine kleine kürzere Folge machen, weil die letzten 2 Videos halb schon gegangen sind. Neu ist der Högtin und der Sporar, beide haben wollen spielen. Embolo schießt das 1:0, Sion oder Führung tun, gerade Führung Sion, Giza macht das 1:1. Bei uns bekommt zu für die geile Karte, Kavusovic ist verletzt, Höck gelb, Delgado raus, Delgado kommt hier für Boetius. Der Hunziker kommt hier für den Sporer und der Hunziker schießt nach 2 Minuten die Kiste. Ganz schön. Dass unser Neuling trifft, da habe ich extra gelandet in der Hoffnung, dass er wirklich auch spielt. Das ist wunderschön, wundergut. Kann ich schon sagen. Gehen wir schon Nachrichten schauen. Berang Safari fällt aus. So, das Ding. Fertig, die Sperre und der Höck bedankt sich, dass er spielen dürfen. Dann gehen wir ins Schweizer Nazi-Spiel und wir haben 2 Anfragen, die ich geschickt habe. Es sind eigentlich 3, die dritte leider noch nicht angekommen. Der Callum Peterson habe ich von der Hertz 1,8 Millionen und vom Kochanjajov, er ist jetzt im Kurz, da können wir noch nicht machen, sind beide auf der Wunschliste. 2 Rechtsverteidiger, die ich holen möchte, einer von den beiden jedenfalls. Und ein internationales Testspiel mit der Schweiz, da werden wir aber nicht viel machen. Shaqiri heute haben sie gegen Polen gespielt. Und muss ich wirklich sagen, haben sie geil gespielt. Ich werde ein bisschen umtäuschen, das heisst, der Embolo in der Mitte mit dem Shaqiri auf der Seite gestanden und der Zufi, ja, der nicht Fernandes, sondern der Berami wird spielen. Dann sicher der Shuro für den Klose und so gehen wir auch ins Spiel gegen die Österreicher mit dem Schweizer Trainer Marcel Koller. Ja, die haben die letzten 3 Spiele verloren, das heisst, wir müssen eigentlich locker gewinnen. Steffen sogar mit dem Debüt heute und der macht's Goal. Der macht's Goal nach 5 Minuten und nach 8 Minuten Burgstaller mit dem 1:1. Erste Halbzeit jetzt vorbei. Suttner kommt hier für Brödel, Klose für die Schur und Kraka macht das 2:1, nachdem er heute leider den Penalty verschossen hat, wobei er nachher die Schweiz verloren hat. Fernandes kommt hier für Zuffi, Stocker kommt hier für Rodriguez, okay. Aber wir können das Spiel gegen die Österreicher mit 2:1 und trainieren. Die sind natürlich nicht dabei, dafür werden wir den Iten noch mal ein bisschen trainieren und den Sporar. Da hoffe ich, dass die noch mal ein bisschen hochkommen. Mein Ziel ist schon, dass sie Ende Saison mindestens auf 60 sind. Das geht jedenfalls beim Iten sehr gut ist und beim Salvi mittlerweile auch. Da müssen wir einfach mal das Training machen, wechseln. Wir haben noch 4 Nachrichten. Also als Geldberichte schauen wir später an. Oder das ist auch für euch schon mal nicht so interessant. Wir gehen ins Spiel und tun eigentlich nichts ändern. Ich will eigentlich knapp der Elf bleiben. Es ist meine Lieblingself so zu spielen, vor allem mit dem 4-3, weil es einfach so auch in der Realität spielt. Teilweise nicht richtig genau gleich, aber mir hat das vor allem gegen, so wie wir halt so gespielt haben, letztes Mal, ich weiß nicht, was es war, außerhalb der Zufall gut gefallen. Rodriguez bringt das in Führung. Steffen mit dem 2:2, das heißt das zweite Goal in der zweiten Partie im Bruin, oder wie der aussprechen wird, tut der Anschluss für die Amerikaner setzen, noch 15 Minuten vom Spiel. Berami kommt egal, Kliestan macht den Ausgleich. Steffen macht aber das 3:2 nicht klappt. Mit dem Steffen in der Startaufstellung, die letzten 2 Spiele, habe ich nichts falsch gemacht. 3 Goal in 2 Partien, er blüht richtig stark auf in der Schweizer Nazi. Gefällt mir sehr. Das schauen wir schon an. Akpom ist interessant. Ah, nicht der. Jedlin. Declan John haben wir einen Kommentar geschrieben, wird beobachtet. Er wird auch beobachtet. Schon und die Rest lassen wir jetzt mal so.
So, blenden wir nochmal vor. Aktuell aus Belgien ist uninteressant. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Sporer lasse jetzt mal drin. Dafür kommt der. Nein, lasse ich alle drin. Alle sind sehr gut in Form. Schauen wir mal da, wie es da aussieht. Janko will eigentlich mal spielen, das heißt, ich lasse jetzt mal drin. Tue aber da. Karte abbrechen. Es gibt doch da empfohlene Ersatzspieler. Sporer. Ah, nein, das wird anders gemacht. Egal. Dann gehen wir so Spiel. Der Janko hat eigentlich spielen werden, ist eigentlich enttäuscht, dass er nicht so viel Spielpraxis bekommt. Jetzt kann er sich beweisen gegen Sion. Und wenn er in diesem Spiel trifft, dann setze ich in dieser Saison nicht mehr ein. Nur als Ersatzspieler. Weil er hat wirklich nichts gerissen diese Saison bis jetzt. Kolantiert macht es 1:0. Sion also damit jetzt in Führung. Lang bekommt Gal und Zuchi. Zuchi macht das 1:1, ganz wichtig vor der Halbzeit noch. Jetzt zweite Halbzeit, Franz bekommt Gal. Kümart kommt hier für Suchi. Steffen kommt hier für Boetius und der Steffen macht das Goal 70. Minute und er macht das Goal und Kolanté muss natürlich wieder treffen. Das heißt 2:2. Aber was der Steffen im Moment spielt, das ist ja unglaublich. Jetzt müssen die gleichen wieder trainieren. Da Rowski kommt raus, dafür kommt der Hunziker mal hier. So. Also Steffen kommt natürlich in den nächsten Spiel direkt in die Startaufstellung gegen Saint-Etienne. Heute wird mal eine kürzere Folge. Dafür könnt ihr euch auf die morgige Folge freuen, weil wir spielen dann gegen Saint-Etienne im Gruppenspiel Gruppenspiel in der Europa League. Das werden wir spielen nächstes Mal. Das und gegen Lugano simulieren und dann geht es in der übernächsten Folge gegen IB und Luzern. Also wenn ihr wollt, welches Spiel sollen wir spielen, welche nicht. Ich bin der Meinung, Liga können wir simulieren, außer es kommt gegen den Ende zu, wir sind hinten, also wir würden ein Meister werden, dann würden wir im Moment nur die Internationalen spielen. Und vielleicht auch die Schweizer, falls es gefährlich wird werden. Also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt Vorschläge, Kommentare vielleicht für neue Spieler, die wir sollen holen, neue Aufstellung. Sollen wir vielleicht mal mit einem 4-3-3 spielen mit 3 Stürmern, das heisst Hunziker, Itten, Sporal, könnten wir mal machen gegen den letzten vielleicht von der Liga oder in der Europa League, wenn es wieder um nichts geht. Schreibt mir alles in die Kommentare, lasst ein Like da, ich freue mich jedes Mal. Und ich hoffe, euch gefällt auch die Karriere, das ist mir auch recht wichtig. Also in dem Fall bis zum nächsten Mal bei FIFA Karriere mit dem FCB und ciao!